Grüß euch miteinander und herzlich willkommen beim Jungfrau-Zeitung Panorama aus Bern. Heute haben wir für euch den aktuellen Zwischenstand beim Rückbau vom AKW Mühlenberg. Was sagen die Stadtbernerinnen und Stadtberner eigentlich zum Wolf? Und wir schauen mit dem Betreiber vom Autokino Thun zurück auf seine Geschichte. Vor diesen Top-Themen haben wir euch jetzt aber zuerst noch aktuelle Kurzmeldungen aus der Region. Kommt zum Politkrimi Dömero gegen Lanz. Sommerfrost statt Sommerfreude für einen amtierenden Thuner Stadtpräsidenten. Bei den Gesamterneuerungswahlen am 27. November 2022 vom Stadt- und Gemeinderat kommt es zur Kampfwahl um das Stadtpräsidium. Raphael Lanz wird von seiner Gemeinderatskollegin Andrea Dömero herausgefordert. Ein Himmelgügeli für Cedric Itten. Am Samstag startet IB gegen den FC Zürich in die neue Meisterschaft. Cedric Itten gehört zu den Neuen im Kader der Gelb-Schwarzen. Er hat sich zu Bern schon gut eingelebt. Bundesrat vom Himmel geholt. Der Alain Berset ist Anfang Juli während einem privaten Flug in einem einmotorigen Sportflugzeug von der französischen Luftpolizei zur Landung gezwungen worden. Nachdem der Sachverhalt geklärt war, hat der Politiker seinen Flug kurze Zeit später unbehelligt fortsetzen. Das Atomkraftwerk Mühlenberg. Seit 2 Jahren demontieren Experten das stillgelegte Kraftwerk in Bernbiet. An einer Pressekonferenz ist jetzt über den aktuellen Stand informiert worden. Wir waren für euch dabei. Wir hatten sicherlich Schwierigkeiten, in die Stilllegung reinzukommen. Das ist aber normal. Das heißt, wir kommen ja aus 47 Jahren Betrieb. Wir wickeln die Stilllegung mit dem eigenen Personal ab. Und dass es da am Anfang entsprechende Abstimmungsthemen gibt, ist vollkommen selbstverständlich. Wir haben schon fast 5000 Tonnen entsprechend demontieren können. Wir konnten die entsprechenden Prozesse über die Logistik, über die Materialbehandlung bis hin zur Freimessung auch etablieren. Wir haben momentan noch das gesamte Programm. Das heißt, die Brennelemente sind als hochradioaktive Stoffe eingestuft. Wir haben mittelaktive Stoffe. Das sind die Komponenten, die sich noch im Reaktor selber befinden. Das heißt Strukturmaterialien aus dem Reaktor. Und wir haben sehr, sehr viel schwach radioaktives Material. Aber auch Material in der Anlage, was überhaupt nicht radioaktiv ist oder kontaminiert ist, was aber potenziell, weil es in der Anlage ist, als radioaktiv eingestuft wird, wo wir die Nachweise führen müssen, dass sie nicht radioaktiv sind. Die Phase 2 startet dann mit entsprechenden Außerbetriebnahmen, die wir dann zusätzlich noch durchführen können. Ich würde sagen, die Anlage ist dann noch zu gut 2/3, auch wenn man den Demontagefortschritt angeht, noch mit Material befüllt. Und die Phase 2 endet mit vollkommen leerer Anlage und frei gemessenen Gebäudestrukturen. Das heißt, da ist eine enorme Spanne ist da drin in diesen 7-8 Jahren. Von der Atomkraft jetzt in die Natur. Seit mehreren Monaten macht der Wolf Schlagzeilen. Zuletzt unter anderem wegen einer angeblichen Sichtung auf der Gemmerenalp. In den ländlichen Regionen da ist man tendenziell eher gegen Wolf. Aber was sagt man denn in der Stadt Bern? Wir haben nachgefragt. Mir denkt, das ist schwierig mit dem Wolf. Also ich bin grundsätzlich dafür, dass man das Tier leben lässt. Aber ich verstehe die Bauern, die dann einfach viele Schäden haben mit ihren Tieren, mit den Schafen. Und, so. Und dort finde ich einfach, muss man schauen, dass die auch geschützt sind und dass dort nicht überhand nimmt. Mit diesen Wölfen. Einfach auch für die Landwirte zu schützen, die Landwirtinnen, ja. Mit ihren Schafen. Ich glaube schon, der Wolf hat Platz in der Schweiz, aber es kommt vielleicht darauf an, wo. Einfach, vielleicht gibt es so Täler, die nicht so bevölkert sind mit Landwirtschaft oder mit Tieren. So. Das, für mich kann es nicht sein, dass die Landwirte so viele Schäden haben. Das würde mich auch ärgern, wenn ich Bäuerin wäre. Muss ich sagen, ich verstehe die. Ein schönes Tier, freie Natur. Hier in der Schweiz ansässig. Findest du ganz grundsätzlich, der Wolf muss Platz haben in der Schweiz?
Ich finde schon, dass man schauen sollte, dass er seinen Platz hat hier in der Schweiz. Gefährdung von Menschen sehe ich noch weniger, hätte ja noch weniger gehört. Gerissene Schafe kommt ja immer wieder vor. Für das muss man Lösungen finden. Hättest du einen Lösungsansatz? Oh nein, ganz bestimmt nicht, für das bin ich der Falsch. Thema Wolf. Ja, Wolf ist Natur, Natur ist gut. Positiv. Dann findest du, der Wolf hat Platz in der Schweiz oder sollte Platz haben in der Schweiz? Unbedingt. Aber ich bin von der Stadt. Ich habe ihn nicht so nah. Mega herausforderndes Thema, weil wenn ich mich sehr hineinversetze, kann ich es verstehen. Wenn ich die Bilder sehe von diesen gerissenen Schafen, dann sage ich, ja, ich habe eigentlich keinen Plan, wie es dort wirklich ist. Aber aus meiner Optik sollte er Platz haben. Was sagst du zum Abschuss, ja oder nein? Nein. Gibt es keine anderen Lösungen? Ich wäre für etwas anderes. Ja, hättest du eine Lösung für Nein. Nein, ich habe keinen Plan. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe mich zu wenig damit auseinandergesetzt. Ich habe mich einfach mit meiner Meinung dazu befasst, wenn ich die Artikel gelesen habe und habe gemerkt, ich habe eine Städterinnen-Meinung. Und jetzt geht es noch auf Thun. Dort ist aktuell das Autokino. Das wird seit 10 Jahren vom Cedric Marthaler betrieben. Wir schauen mit ihm zurück auf die Geschichte des Autokino. Wie fühlt es sich so an, jetzt das 10. Jubiläum zu feiern? Ja, es ist eine coole Sache, 10 Jahre zu bestehen. Und das hat sich stetig weiterentwickelt. Und mittlerweile sind wir wirklich das Autokino in der Region. Und wir haben eine gute Crew und das fängt sehr. Wieso hast du vor 10 Jahren das Autokino gegründet? Ursprünglich wollten wir eigentlich ein Public Viewing machen und hatten dann den Standort in Rubigen, der nicht so stadtnah war. Und dieser Standort hat sich dann einfach besser geeignet für ein Autokino und darum haben wir das so versucht. Ein paar sind auch autoaffin in unserer Crew und dann haben wir Kino und Auto so ein bisschen kombiniert. Was war dein persönliches Highlight in den letzten 10 Jahren? Dass wir eine stetige, gute Crew dabei hatten, die wirklich am Karren geschrissen, wortwörtlich gesagt. Und dass wir uns einfach so entwickelt und Fuß fassen konnten. Was können die Leute vom Autokino erwarten dieses Jahr? Es ist ein neues und ein spezielles Ambiente in der Expo-Halle zu Thun. Es ist deckt das Mal. Wir können 2 Vorstellungen zeigen, dank dem, dass wir die Halle auch zutun können. Und natürlich auch ein spezielles Ambiente mit schönen Autos. Manchmal tun sich die Leute auch entsprechend ein bisschen verkleiden, zum Beispiel beim Film «Grease». Was erwartest du von der Zukunft für das Autokino? Die ist immer ein bisschen ungewiss, weil die Plätze über so eine lange Zeit zu mieten ist nicht einfach. Und wir sind froh, haben wir jetzt mal die 10 Jahre hinter uns gebracht. Und wenn es gut läuft das Jahr, werden wir es sicher weiterziehen. Ja, im Moment wäre das Wetter ja perfekt für ein Autokinoabend, aber auch für das Gurtenfestival. Man sieht hier den Gusch im Hintergrund. Ob es da die nächsten Tage Sonne gibt, das sagen euch jetzt unsere Experten von Meteo News. So viel für heute. Mehr Spannendes findet ihr auf unserer Webseite jungfrauzeitung.ch und uns gibt es morgen Abend wieder, wenn ihr mögt. Schönen Feierabend wünsche ich. Das Wetter wird euch präsentiert von Jungfrau Zeitung. Hier ist das Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern am 13. Juli. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Einen weiteren Hochsommertag haben wir hinter uns mit sehr warmen bis heißen Temperaturen und viel Sonne. Man muss da die landwirtschaftlichen Kulturen schon ordentlich bewässern, auch in den nächsten Tagen, zum Ernteausfall zu verhindern. Es geht nämlich mit sonnigem und trockenem Wetter weiter. Wir liegen im Einflussbereich von einem flachen Hochdruckgebiet. Darum relativ ruhige Verhältnisse hier bei uns im Alpenraum. In der kommenden Nacht ziehen ein paar dichtere Wolkenfelder über den Himmel hin. Es bleibt aber trocken. Allerdings können die Wolken ab und zu den Mond verdecken. Es ist ja die Vollmondnacht und der Mond ist aktuell ein bisschen näher an der Erde. Darum erscheint er auch noch ein bisschen grösser. Aber wir werden den Mond zwischen den Wolken ab und zu sehen. Und die Wolken ziehen am frühen Morgen dann weg Richtung Osten. Morgen Vormittag insgesamt recht sonnig mit ein paar Wolkenfeldern und die Temperaturen morgen früh
bei 16 bis 17 Grad. Also schon ziemlich mild. Am Nachmittag wird es dann heiß mit verbreitet um die 33 Grad. Es geht recht sonnig weiter, sowohl hier im Mittelland wie auch im Oberland. Also ein weiterer, meistens sonniger Tag, und es wird sich dann auch nicht viel ändern bis zum Wochenstart. Die Sonne dominiert, es bleibt trocken, die Temperaturen gehen am Wochenende ein bisschen retour, steigen aber nächste Woche dann wieder an. Speziell ab dem Dienstag wird es recht heiß. Das war, meine Damen und Herren, vom Wetterupdate am Mittwoch. Ich wünsche weiterhin einen schönen Abend und bis bald.